Vereine an Gemengen spielen eine prinzipielle Rolle am Integrationsprozess. Dafür hat das Familien- und Integrationsministère einen neuen Appell lanciert am Kader vom Plan d'Action National für Integration 2023 mit dem Schwerpunkt auf Förderung von Vivre ensemble interkulturell an den Vereinen. In diesem Kontext wurden 5 Projekte selektioniert, die vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2024 laufen, und es freut uns, diese Projekte zusammen zu entdecken. Da kommt man, wir gehen mal gucken. Stellt euch einen Platz vor, wo jeder freie Ressourcen, Kompetenzen und Wissen teilen kann, unabhängig vom Alter, Herkunft oder Erfahrung. Das geschieht auch beim Projet von der Uni Lëtzebuerg, Tiers-lieux pour tous, den als Ziel hat, das Konzept von Tiers-lieux zu überdenken und interkulturell Zesummeliewen auf eine spielerische und kreative Art und Weise zu fördern. Nous pensons beaucoup à des sujets qui traitent des questions de l'interculturalité et de la diversité sociale. Et nous pensons aussi beaucoup à comment créer des espaces qui sont sécuritaires, accueillants et dans lesquels les étudiants peuvent se sentir écoutés, acceptés, respectés. Donc c'est toutes ces idées-là qui nous ont inspirés de proposer ce projet qui traite des tiers-lieux que nous voulons partager avec tous ceux qui sont intéressés et l'ouvrir à la société luxembourgeoise à une plus grande échelle. One of the activities we'll propose are stop-motion animation workshops, where we'll animate objects as a way to express oneself and raise awareness on sensitive issues in Luxembourg. Another activity we'll propose are communal eating and cooking spaces, where we hope people to come together and feel together and thus create emotional and social bonds. Among the activities that we're organizing in the framework of this project is Tiers-lieux Safari. So the idea is to go and visit different tiers-lieux located in different parts of the country, in the north of Luxembourg, in the south. And we would like to bring more visitors, more interactions, and basically more life to these places and spaces. Another activity that we would like to organize is podcasting, which is done in collaboration with Radio Graffiti. And the idea would be to get together and learn the basics of podcasting, express ourselves, share, and just simply have fun. Zusammen am Zentrum für politische Bildung probieren wir anhand vom Projet Demokratie Labo ein Espace zu kreieren, an dem wir können über Politik schwätzen, Demokratie an die Ideen, die eben da existieren, auszutauschen und auch mit Leuten zu interagieren. Und wir wollen noch ein grosses Merci an unsere Partnerschaft zu sagen, und zwar dem Ministère de la Famille, dem ASTI, dem Conseil National pour Étrangers, dem Zentrum für politische Bildung, dem Radio Graffiti und dem Centre Kulturell Antonio Machado. Unser Projekt geht bis Ende 2024 und wenn ihr noch Fragen habt oder Kontakt anschließen wollt, dann könnt ihr uns auf unserer Instagram-Seite anschreiben und wir werden uns dann um die nächsten Schritte kümmern.